Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Der Sterndeuter. Der 15-jährige Schüler Peter wird durch die Kräfte eines magischen Pentagramms, das er in einer Höhle entdeckt, in eine andere Zeit versetzt. Dort trifft er Queck, den Elfenkobold, seinen künftigen Freund und Begleiter. Beide suchen nach einer Möglichkeit, Vakanien wieder zu verlassen und in ihre Welten zurückzukehren. Sie treffen auf Melord, den Seher. Von ihm erhalten sie den Hinweis, dass die Lösung ihres Problems das Amulett des schwarzen Magiers Xavros ist. Aufgrund seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen: Feuermähne. Auf ihrer Suche nach Xavros und dem Amulett werden die beiden von Pallas dem Falken begleitet, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Feuermähne und Queck, der Elfenkobold, sind auf ihrer Suche nach dem magischen Amulett von Xavros weit in den Süden Vakaniens vorgestoßen. Hier in dem kleinen Ort Bra El Mahan, der am Rande der vakanischen Sandwüste liegt, herrscht ein mörderisch heißes Klima. Temperaturen von 50 Grad im Schatten sind in den Sommermonaten keine Seltenheit. Feuermähne und Queck wollen jedoch auf ihrer Suche keinen Ort und keine Möglichkeit außer Acht lassen. Und so statten sie auch diesem entlegenen, unwirtlichen Landstrich einen Besuch ab. Auf unserem Marsch haben wir in den letzten Tagen fast keinen Menschen zu Gesicht bekommen, Feuermähne. Und nun diese Masse von Leuten, wo die so plötzlich alle herkommen. Ich glaube, Queck, heute ist Markttag. Schau nur, was die Händler alles aufgetürmt haben. Hier, ihr jungen Herren, saftige Wassermelonen und Zuckergranatäpfel und die süßesten Datteln von Bra El Mahan. Was soll denn diese Zuckermelone kosten? 5 Kupfermünzen, weil ihr es seid. Was? 5 Kupfermünzen? Da muss ich ja einen Kleinkredit aufnehmen, um mir eine Melone zu kaufen. Wahrscheinlich ist sie obendrein noch nicht mal süß. Komm, Feuermähne, wir gehen besser zu einem anderen Händler. Wartet, ihr Herren. Auf euer freundliches Gesicht hin bin ich bereit, euch eine Kupfermünze nachzulassen. Danke, aber ich will mich trotzdem lieber mal bei einem anderen Händler umsehen. Haltet ein, ihr Herren. In meiner unermesslichen Grundgüte und weil heute der Geburtstag von Ungut, dem Schutzheiligen, der Händler und Diebe ist, bin ich zu einem erneuten Preisnachlass bereit. 3 Kupfermünzen. Und diese der herrlichsten Früchte ist eure. Hier, nimmt sie. Für eine Kupfermünze würde ich sie kaufen. Aber auch nur, weil heute der Tag des großzügigen Elfenkobolds im Elfenland gefeiert wird. Oh, Jammer, oh Not. Ihr treibt mich noch in den Ruin. Und nicht nur mich. Meine Frau und meine 7 unmündigen Kinder werden am Hungertuch nagen. Wenn ich euch die Melone für 2 Kupfermünzen gebe, lege ich schon eine Kupfermünze zu. Also abgemacht. Für 2 Münzen ist sie gekauft. Ihr seid ein gnadenloser Verhandlungspartner, junger Herr. Aber ihr sollt die Melone für 2 Kupfermünzen haben. Und bedenkt, dass ihr bei mir die beste Ware auf dem ganzen Markt bekommt. Das hat Spaß gemacht. Was, Queck? So ein Handelsmann vom alten Schlag, den findet man in meiner Welt nicht mehr so oft. Auf alle Fälle hat er nicht übertrieben. Seine Ware schmeckt wirklich köstlich. Mit sich selbst und der Welt zufrieden schlendern unsere beiden Freunde über den Markt. In einem etwas abgelegenen Teil des Dorfplatzes sehen sie einige Männer stehen, die sich aufgeregt unterhalten. Du, Feuermähne, ich glaube, da ist was ganz Besonderes im Gange. Lass uns doch mal hingehen. Die sind ja völlig aus dem Häuschen. Und ich wiederhole nochmals, dass wir in treuem Angedenken eures lieben und allerorts hochgeschätzten Vaters, nun da die offizielle Trauerzeit zu Ende ist, zu einer Lösung kommen müssen, die seinem Wunsch entspricht. Ich, der Amtsverweser von Bra El Mahan, bin nicht gewillt,
auch nur in einem einzigen Punkt davon abzugehen, was euer Vater in seinem Testament als seinen letzten Willen verfügt hat. Dann erklärt mir doch, wie ich die Hälfte von den 11 Kamelen, die er mir vermacht hat, erhalten soll. Sollen wir denn ein Kamel schlachten? Alles, was unser Vater hatte, sind diese 11 Kamele. Es kommt überhaupt nicht in Frage, auch nur eins davon zu schlachten. Schlimm genug, dass er mir nur ein Viertel der Erbschaft zubilligt. Aber ich habe ja schon immer gewusst, dass er dich lieber hatte als mich. Ha! Was soll ich denn da erst sagen? Ein Sechstel soll ich erhalten, obwohl ich immer meinen Pflichten nachgekommen bin. Aber sei es, wie es sei, zumindest will ich das, was mir zusteht, auch voll und ganz erhalten. So fasse ich noch einmal zusammen. Euer Vater hat euch 11 Kamele hinterlassen, wovon der erste Sohn die Hälfte, der zweite Sohn ein Viertel und der dritte Sohn ein Sechstel bekommen soll. Wie wir es auch rechnen, eine gerechte Verteilung ist nur dann möglich, wenn wir die Tiere schlachten oder verkaufen und den Erlös unter euch aufteilen. Da dies aber nicht im Sinne des Testamentes eures Vaters ist, kann ich dazu meine Zustimmung nicht geben. Ich schlage somit vor, uns auf den nächsten Markttag in 4 Wochen zu vertagen. Vielleicht ist uns bis dahin eine Lösung eingefallen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich hier so einmische. Aber ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Störe uns nicht, Junge mit den roten Haaren. Ich nehme mir eine wichtige Amtshandlung vor. Auch wenn es so aussieht, als würde sie mir im Moment nicht so recht gelingen. Ich hätte schon eine Lösung für Ihr Problem. Nun gut, Grünschnabel. Ich gebe dir 1 Minute Zeit, mich zu überzeugen. Einige Meter vom Ort des Geschehens entfernt führt ein Bürger sein Kamel über den Marktplatz. Eilig bahnt sich Feuermähne eine Gasse durch die immer zahlreicher werdenden neugierigen Zaungäste, geht auf den Mann zu und führt, nachdem er ein paar Worte mit ihm gewechselt hat, das Kamel zu den anderen 11 Kamelen. So, das wäre alles. Nun, Herr Amtsverweser, waltet eures Amtes. Die Hälfte, ein Viertel und ein Sechstel von 12. Das müsste doch für einen hellen Kopf wie euch nicht allzu schwer sein. Feuermähne, das 12. Kamel gehört doch einem anderen. Warte nur ab, das geht prima auf. So, du, der erste Sohn, erhältst 6 Kamele, du, der zweite Sohn, erhältst 3 Kamele und du, dritter, erhältst 2 Kamele. Das macht zusammen 11 Kamele. So, lieber Herr Amtsverweser, ihr gestattet mir nun, das 12. Kamel wieder seinem Besitzer zurückzubringen. Vielen Dank, ihr habt uns mit eurem Kamel sehr geholfen. Nicht zu danken, mein Junge. Gern geschehen. Unglaublich. Der Junge hat recht. Es bleibt ein Kamel übrig und trotzdem ist die Erbschaft gerecht verteilt. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. So, die Sache wäre geritzt. Das hast du einfach toll hingekriegt, Feuermähne. Die Schule, die du in deiner Welt besucht hast, das muss ja eine wahre Akademie des Wissens sein. Sag, wenn wir jemals das Amulett von Xavros, dem schwarzen Zauberer, in unseren Besitz bringen und du und ich wieder in unsere Zeit zurückkehren können, sag, würdest du mich in deine Zeit mitnehmen? Ich würde schrecklich gerne auch diese Dinge lernen. Das mache ich gerne, Queck. Aber du willst doch sicher nicht nur mitkommen, um bei uns die Schule zu besuchen. Weißt du, meistens nützen mir die Dinge, die ich in meiner Welt gelernt habe, hier herzlich wenig. Damit verwirre ich nur die Leute oder bringe sie zum Lachen. Sicher gibt es Momente, wo mir meine Schulweisheit nützlich ist. Aber viel wichtiger ist mir deine und Maylords Hilfe. Damit kann ich in Vakanien jedenfalls mehr anfangen. Das verstehe ich zwar nicht so ganz, aber du wirst es schon wissen, Feuermähne. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn du mit mir kommen würdest und ich dir meine Welt zeigen könnte. Deine Welt aber würde mich mindestens genauso interessieren. Der Schrei des Falken. Pallas ist in der Nähe. Der Falke möchte uns etwas mitteilen. Schau, er fliegt genau in die andere Richtung. Ich denke, wir sollten ihm folgen. Der Weg führt aber in die Wüste. Nichts als Sand und Hitze. Maylord wird schon seine Gründe haben, wenn er uns durch Pallas mitteilt, diesen Weg zu nehmen. Wenn wir in Vakanien jemand vertrauen können, dann ist es Maylord. Dann lass uns aber wenigstens etwas Wasser und einige Vorräte mitnehmen. Nachdem sich unsere beiden Freunde einige Vorräte gekauft haben, begeben sie sich auf die strapaziöse Wanderung durch die Wüste. Bald haben sie die Stadt weit hinter sich gelassen, und auch der Ruf des Falken ist nur noch selten zu hören.
Als die Sonne ihren höchsten Stand am wolkenlosen Himmel erreicht, ist es fast unmöglich, sich weiter durch diesen Glutofen zu bewegen. Die Luft dringt wie ein heißer Lavastrom in die Atemwege der beiden Freunde, und der Sand unter den Füßen ist fast so heiß wie die Sonne selbst. Hitze und Sand werden zu schweigsamen und trostlosen Begleitern der Wanderer. Gib mir bitte etwas Wasser, Feuermähne. Nicht so hastig, Queck. Wir müssen sparsam mit dem Wasser umgehen. Wir haben noch keine Ahnung, wie weit es bis zu einer Quelle oder einem Brunnen ist. Schau mal, da kommt uns jemand entgegen. Na, der hat's aber eilig. Das ist doch nicht die Gegend für Freizeitjogger. Was ist denn ein Freizeitpuffer? Das ist jemand, der rennt, weil er so viel fährt, dass er nicht mehr zum Laufen kommt. Wie bitte? Siehst du, mit so etwas verwirrt man eben die Leute hier. Jetzt ist er weg. War wohl nur eine Fata Morgana, ein Trugbild. Das soll in der Wüste öfters vorkommen. Vor Zauberei ist man nirgendwo sicher. Mit Zauberei hat das nichts zu tun. Das ist eine Luftspiegelung. Ähnlich wie ein Spiegelbild einer Sache, die allerdings ganz woanders stattfindet. Also doch Zauberei. Oh, ich geb's auf. Es ist ohnehin viel zu heiß für solche Gespräche. Verschieben wir es auf ein andermal. Schweigend setzen unsere Freunde einen Fuß vor den anderen. Die Weite und Leere der Wüste scheint keine Grenzen zu kennen. Kein Baum, kein Strauch, kein Haus, kein Berg und kein Tal, das für das Auge des Wanderers näher rückt und das er hinter sich lassen kann. Als Ziel bleibt nur der Horizont, der seine Linie immer am gleichen Platz belässt, der unnahbar bleibt, wie weit man sich ihm auch zu nähern glaubt. Sind das da vorne nicht Palmen? Wahrscheinlich wieder eine Luftspiegelung, Queck. Können diese Fata Morganas eigentlich auch reden, Feuermähne? In diesem Fall scheinen die Palmen echt zu sein. Das ist wirklich eine Oase. Da haben wir aber Schwein gehabt. Schwein? Meinst du, es gibt dort Schweinefleisch zu essen? Die Aussicht, nun bald im Schatten der Palmen Schutz vor der gnadenlosen Sonne zu finden und dabei ihre Wasservorräte wieder aufzufrischen, verleiht Feuermähne und Queck neue und ungeahnte Kräfte. Eilig marschieren sie auf das saftige Grün der Oase zu, deren Palmwedel und Sträucher schon von weitem Kühle und Erholung von den Strapazen der letzten Stunden versprechen. Doch was für den einen Erholung verspricht, mag für den anderen sich ins Gegenteil kehren. Hilfe! 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 Helft mir bitte! So helft mir doch! Als die beiden Abenteurer näher kommen, sehen sie am Rande der Oase den Kopf eines Mannes aus dem Wüstensand ragen. Was ist denn mit Ihnen passiert? Das waren die Wüstennomaden. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Sie sind über mich hergefallen und haben mich bis zum Kopf in den Sand eingegraben. Seid vorsichtig. Sie sind bestimmt noch in der Nähe. Hey ihr, verschwindet! Aber ein bisschen plötzlich, sonst muss ich euch Beine machen. Das wollen wir doch einmal sehen. Bei meiner roten Haarpracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Schau an, 8 gegen 2. Sowas aber auch. Zauberbola, los geht's! Und wieder einmal sprechen die Wunderwaffen von Melord eine deutliche Sprache. Diebestahl und Zauberbola machen den 8 grobschlächtigen Gesellen klar, dass sie ihre Gegner bei weitem unterschätzen. Der Zauberspruch Melords macht aus dem alten, unansehnlichen Stock, den Feuermähne an seinem Gürtel trägt, in 0, nichts das weißmagische Kampfschwert Diebestahl. Und nicht nur dies, es verleiht auch seinem Träger die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern. Quecks Zauberbola, eine weit verbreitete Waffe im Elfenland, hat ihre Besonderheit dadurch, dass sie auf Quecks Wort hört und nur selten ihr Ziel verfehlt. Die Bola ist eine Art Lasso, an deren Ende sich allerdings anstelle einer Schlinge 3 silberne Kugeln befinden.
Sie ist eine gefährliche Waffe in den Händen dessen, der sich ihrer zu bedienen weiß, und hat schon so manchen, der sich bereits in Sicherheit glaubte, zu Fall gebracht. Um die Erfahrung reicher, dass die Übermacht der Kämpfer nicht immer gleichzeitig den Sieg bedeutet, machen sich die Wüstennomaden auf ihren Kamelen auf und davon. Nachdem unsere beiden Freunde den Unbekannten aus seiner misslichen Lage befreit haben, stellt er sich ihnen vor. Mein Name ist Astronomus. Astronomus, der Sterndeuter. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich hier elendiglich zugrunde gegangen. Ihr habt mein Leben gerettet. Seid meiner Dankbarkeit gewiss. Wenn ich ein reicher Mann wäre, würde ich euch reich beschenken. So aber als armer Privatgelehrter kann ich euch nur meine ewige Dankbarkeit und Freundschaft anbieten. Die nehmen wir gerne an, lieber Herr Astronomus, obwohl diese Angelegenheit eine der leichteren Übungen für uns war. Was, Queck? Das hat auch Spaß gemacht. Und wie? Aber was wollten die Burschen denn von Ihnen? Ich muss befürchten, dass diese Kerle von jemandem angestiftet worden sind, um mich unauffällig verschwinden zu lassen. Ich kann mir auch vorstellen, von wem. Aber kommt doch mit mir in mein Observatorium. Dort werde ich euch die ganze Geschichte erzählen. Feuermine, irgendwie erinnert er mich an diese Fata Morgana. Da hast du recht. Er sieht dem Mann ähnlich. Ja, dann ist das, was wir gesehen haben, doch in Wirklichkeit passiert. Ja, aber eben ganz woanders. Na, jedenfalls weiß ich jetzt, was ein Freizeitpuppe ist. Was denn, Queck? Einer, der überall sein Bild erscheinen lassen kann und dadurch viel freie Zeit für sich hat. Oder nicht? Mit Zauber hat das jedenfalls nichts zu tun. Ansonsten hast du völlig recht. Na, eben. Man muss mir die Dinge einfach nur richtig erklären. Dann verstehe ich sie auch. Die Oase, in der sie sich befinden, ist nicht besonders groß. Und so stehen die beiden, geführt vom Sterndeuter, schon nach einigen Minuten Fußmarsch vor einem baufälligen steinernen Turm, der sich auf der gegenüberliegenden Seite am Rand der Oase befindet. Gekrönt wird das windschiefe Bauwerk von einem riesigen schwarzen Fernrohr, das wie ein übergroßer Zeigefinger in das nun schon langsam dunkler werdende Blau des abendlichen Himmels deutet. So, die paar Stufen noch, und dann sind wir in meinem Studierzimmer. Macht es euch bequem. Ich muss nur noch einen Blick in den Himmel werfen. Man müsste ihn schon langsam sehen können. Feuermine, warum schaut er denn in dieses Ding hinein? Er beobachtet damit die Sterne. Das Ding ist ein überdimensionales Fernglas. Damit kann er, wenn es dunkel wird oder bei klarem Himmel, 100-mal mehr Sterne am Himmel beobachten, wie wir beide mit bloßem Auge sehen können. Erstaunlich sauber der Himmel. Keine Sternschnuppen weit und breit. Beobachten Sie nur Sternschnuppen, Herr Astronomus? Bis vor kurzer Zeit habe ich ihnen kaum Beachtung geschenkt. Aber es gibt jetzt Grund genug, sie besonders im Auge zu behalten und ihre Bewegungen genau zu studieren. Doch ich will mit der Geschichte von vorne anfangen. Also, es begann ungefähr vor 20 Jahren. Mein Freund Diakonos und ich waren Anführer einer Siedlergruppe. Wir waren auf der Suche nach einem fruchtbaren Land jenseits der Wüste. Auf unserem Weg machte mein Freund nicht weit von hier einen Fund, der unser aller Leben von Grund auf ändern sollte. Aus dem Wüstensand ragte ein Edelstein, so groß wie eine Wassermelone. Dies war der erste Fund. Wir stellten bald darauf fest, dass in der Umgebung des ersten Fundes es von diesen Edelsteinen unvorstellbare Mengen gab. Habt ihr schon einmal etwas von der verbotenen Stadt Nefrit gehört? Bei Elvira, der Schutzgöttin der Elfenkobolde. Das ist doch die Sage,
dass es in der Wüste Vakanias eine Stadt geben soll, deren Bauwerke aus Edelstein bestehen. So wirst du wieder einmal feststellen, dass alle Sagen auf einer wahren Geschichte beruhen. Wir fanden so viele dieser Edelsteine, dass wir eine Stadt daraus bauen konnten. Wir nannten erst den Stein und dann auch die Stadt Nefrit. Wir waren über Nacht, im wahrsten Sinne des Wortes, steinreich geworden. Mit dem Reichtum kam aber auch etwas in unsere Herzen, das wir als arme Leute vorher nicht kannten. Es war die Angst, das so plötzlich unverhofft Erworbene wieder zu verlieren. Diese Angst überschattete von nun an alles, was die Bewohner von Nefrit taten. Ganz besonders mein Freund Diakonos konnte die Art, wie ich mit den Dingen umging, weder verstehen noch mir verzeihen. Unsere Freundschaft zerbrach darüber. Er ist ein kluger und sprachgewandter Mann, der es versteht, die Menschen von seiner Meinung zu überzeugen. Er erkannte auch sehr schnell, dass sich Nefrit, wenn es auf die Dauer überleben wollte und nicht Räubern und anderem Diebesgesindel zum Opfer fallen sollte, unbedingt von der Außenwelt abschirmen musste. Auch hätte natürlich das plötzliche Auftauchen von so vielen Edelsteinen ihren Preis stark gemindert. So wurde ihnen der Reichtum zur eigenen Falle. Von nun an verließ keiner mehr die Stadt. Glücklicherweise fand man beim Edelsteinschürfen auch Wasser, und so konnte sich die Stadt selbst versorgen, ohne mit anderen Städten Handel treiben zu müssen. Wie die Vögel in einem goldenen Käfig. Hat denn niemals einer mehr die Stadt verlassen? Doch, einer. Maldachin. Er erhob genau wie Diakonos Anspruch auf die Rolle des Oberhauptes der Stadt. Als er aber merkte, dass er gegen Diakonos beim Volke keine Chancen hatte, zog er sich verbittert in die Wüste zurück. Keiner weiß, wo er geblieben ist. Wahrscheinlich stammt von ihm die Legende, die sich in Vakanien über Nefrit verbreitet hat. So richtig geglaubt hat ihm das aber dann doch wohl keiner. Sonst hätten sich bestimmt schon mehr Menschen auf die Suche nach Nefrit begeben. Ja, ich denke, die Hitze und die Wüste sind der beste Schutz für diese Stadt. Freiwillig wären wir bestimmt nicht hierher gekommen. Da hast du recht, Queck. Aber ist es den Bewohnern eigentlich nie langweilig geworden in ihrer Stadt? Diakonos hat bald bemerkt, dass der Reichtum allein die Leute nicht glücklich macht. Und so verkündete er eines Tages, dass der große Nefrit, nämlich jener Stein, den man damals zuerst fand, zu ihm gesprochen habe. Und das haben ihm die Leute geglaubt? Anfangs sprach er auch nur zu ihm. Als dann aber eine Kultstätte für den Stein gebaut wurde, sprach er auch zum Volke. Da gab es keine Zweifler mehr. Diakonos musste neben den Reichtum auch noch den Aberglauben setzen. Erst dann wusste er sein Volk vollkommen glücklich. Was erzählt denn dieser Stein so seinem Publikum? Es ist immer dasselbe. Er verspricht unendlichen Reichtum demjenigen, der der Stadt die Treue bewahrt, sich nach den Gesetzen richtet und immer misstrauisch darauf achtet, seinen Vorteil immer und überall zu wahren. Das hört sich aber recht freudlos an, diese ganze Geschichte. Na, allzu viel können die jedenfalls mit ihrem Reichtum nicht anfangen. Dies ist auch der Grund, warum ich einigen in der Stadt immer verdächtiger erscheine. Ich lebe für meine Studien und habe mich vom geldgierigen Treiben völlig zurückgezogen. Mir würde das alles nichts ausmachen. Bin ich doch die meiste Zeit hier draußen in meinem Turm bei der Arbeit. Ich habe jedoch eine Frau und eine Tochter in der Stadt, die dem Spott und den Verleumdungen der Nachbarn ständig ausgesetzt sind. So muss ich vorsichtig sein mit meiner Meinung und kann sie niemals offen aussprechen. Jetzt, wo es an der Zeit ist, die Dinge ohne Rücksicht auszusprechen, habe ich fast nicht mehr die Kraft dazu. Es ist aber auch zu schrecklich. Ich rede und rede.
Doch was kann man angesichts dieser schrecklichen Katastrophe anderes tun? Es bleibt nichts mehr zu tun. Bald ist sowieso alles vorbei. Von was reden Sie eigentlich, Herr Astronomus? Ja, schau durch das Okular meines Fernrohrs. Um diese Zeit müsste man ihn eigentlich sehen können. Das ist ja ein Komet. Fast schon ein kleiner Stern mit einem riesigen, feurigen Schweif. Mit Hilfe des Fernrohrs blickt Feuermene in die unendliche Leere des Weltalls, angefüllt mit dem Glitzern der Fixsterne und dem reflektierenden Sonnenlicht der Planeten des Sonnensystems. Aber noch faszinierender erscheint ihm der Himmelskörper, der sich lautlos, ummantelt mit einer strahlenden, bläulich-rotfeurigen Aura durchs All bewegt. Mendel, lass mich auch mal sehen. Bei Elvira, eine riesige Sternschnuppe. Dieser Himmelskörper wird morgen Mittag, nach all den Jahrtausenden, die er ungestört seine Bahn durch den Weltraum ziehen durfte, auf der Erde niedergehen. Er wird nach meinen Berechnungen genau auf Nefrit stürzen und die Stadt im Erdboden gleichmachen. Anfangs glaubte ich noch, oder vielmehr hoffte ich inständig, dass ich mich in meinen Berechnungen geirrt hätte. Aber je öfters ich die Berechnungen wiederholte, desto mehr bestätigte sich meine anfängliche Vermutung. Da wird es aber höchste Zeit, die Bewohner der Stadt zu warnen. Ja, ich habe in den letzten Wochen schon oft versucht, die Bürger zu warnen, aber sie haben meinen Prophezeiungen, wie sie meine Warnungen genannt haben, alle in den Wind geschlagen. Sie haben mich verhöhnt und verspottet. Sie sagen, der große Nefrit habe gesprochen, und er habe gesagt, dass, solange er unangetastet in der Stadt bleibt, die Stadt vor jeder Zerstörung sicher ist. Diakonos unterstützt diesen Aberglauben, wobei ich nun fast vermute, dass er selbst die Stimme des Orakels ist. Der Reichtum und seine selbst geschaffene Religion haben ihn verblendet. Wir müssen es noch einmal versuchen. Wenn Sie Ihrer Sache so sicher sind, können wir nicht einfach zuschauen und die Menschen Nefrit ihrem Schicksal überlassen. Das dachte ich auch. Und als ich letzte Nacht bei meinen erneuten Beobachtungen völlig sicher war, dass sich die Katastrophe nicht mehr abwenden lässt, wollte ich mich heute Morgen auch erneut auf den Weg machen. Wie weit ich gekommen bin, das habt ihr ja gesehen. Ich denke, zu dritt können wir mehr erreichen. Wir müssen uns sofort auf den Weg machen. Wie weit ist es zur Stadt, Herr Astronomus? Wenn wir sofort aufbrechen, sind wir in ungefähr einer Stunde da. Ich hätte da noch eine Frage. Ja? Ist es ganz sicher, dass der Komet erst morgen Mittag herunterfällt? So sicher, wie es ihn gibt, mein kleiner Freund. Bis morgen Mittag ist die Stadt so sicher, wie es der große Nefrit verspricht. Doch dann wird selbst der große Nefrit für immer zum Schweigen gebracht sein. Nicht, dass ich etwa Angst hätte. Das interessiert mich einfach nur so. Als sich die Wanderer der sagenhaften Stadt Nefrit nähern, müssen Feuermene und Queck feststellen, dass der Sterndeuter mit seinen Beschreibungen der Stadt maßlos untertrieben hat. So eine herrliche Stadt habe ich noch nie gesehen. Beim ersten oberflächlichen Hinsehen könnte man glauben, dass Nefrit aus hellem Marmor gebaut ist, der sich in seiner Farbe gut mit der umliegenden Wüstenlandschaft verträgt. Bei näherem Hinsehen jedoch entdeckt man, was den eigentlichen Reiz der vielen Türme, Häuser und Säulenhallen ausmacht. Durch die exakt geschliffenen Steine, die das Mauerwerk bilden, ziehen sich feine grüne Adern, die der ganzen Erscheinung der Stadt etwas Unwirkliches und Trügerisches verleihen. Wenn ich hier zufällig vorbeigekommen wäre, hätte ich das für eine Luftspiegelung gehalten. Die Stadt wird nicht bewacht, Sie fühlen sich sehr sicher. Lasst uns hier
durch die Seitenstraße zum Marktplatz gehen. Es ist nicht nötig, dass man zu frühzeitig bemerkt, dass Fremde in der Stadt sind. Hier ist ja weit und breit kein Mensch zu sehen. Na, alle sind auf dem Markt. Das ist die abendliche Lieblingsbeschäftigung. Bis spät in die Nacht sind sie beim Handeln und Verkaufen. Aber ich denke, dass außer den Einwohnern niemand in der Stadt etwas zu suchen hat. Na, die Einwohner verkaufen sich gegenseitig das Obst und Gemüse und all die anderen Dinge, die man zum täglichen Leben braucht. Jeder versucht, den anderen dabei kräftig übers Ohr zu hauen. Ich denke, alle sind hier Millionäre. Was soll denn der ganze Quatsch? Wahrscheinlich spielen sie nur Kaufladen oder so. Täuscht euch da nicht. Der Handel wird mit bitterem Ernst geführt, und für viele ist es ein gewaltiger Unterschied, ob man 1000 oder 100.000 Edelsteine besitzt. Schon von fern hören unsere Freunde das geschäftige Treiben auf dem Markt. Ungeachtet der drohenden Gefahr, die sich über den Häuptern der Menschen zusammenbraut, gehen diese unbekümmert ihren Geschäften nach. Sieht so aus, als ob Schlussverkauf wäre. Na, so eine Art Schlussverkauf ist es ja wohl auch. Dort auf der Mitte des Platzes ist ein Podium, auf dem die Neuigkeiten verkündet werden. Macht schnell, bevor man auf euch aufmerksam wird. Mit schnellen Schritten eilen die drei auf das Rednerpodium zu und versuchen sich mit lautem Rufen Gehör zu verschaffen. Hört, Bürger von Nevrid! Meine schrecklichen Vermutungen haben sich bewahrheitet. Morgen Mittag wird der Komet, den ich schon lange auf seiner Bahn durch den Weltraum verfolge, über Nevrid niedergehen und die Stadt zerstören. Bringt euch in Sicherheit. Verlasst die Stadt, solange noch Zeit ist. Das ist wieder der verrückte Sterndeuter. Macht ihn mundtot! Er hat Fremde mitgebracht. Ich habe schon immer gesagt, dass er ein Verräter ist. So, hört mir doch zu. Die beiden Fremden hier haben mir das Leben gerettet und sind auch Zeugen für die Existenz des Kometen. Schon vor Tagen habe ich euch angeboten, dass ihr in meinem Turm euch den Kometen mit eigenen Augen ansehen könnt. Du weißt ganz genau, dass du der Einzige bist, der sich um das Gesetz des Orakels nicht kümmert. Es ist uns verboten, die Stadt zu verlassen. Ich könnte mir denken, dass er sich mit diesen beiden Strolchen zusammengetan hat und er mit ihnen, wenn wir die Stadt verlassen würden, heimlich zurückkehrt und sie ausplündert. Wir müssen das sofort Diakonus melden. Das ist zwar schon lange her, seit wir gemeinsam auf der Suche nach fruchtbarem Land durch die Wüste gezogen sind. Versucht euch trotzdem zu erinnern, dass es Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen war, das uns damals verband. Hat euch der Reichtum so engherzig gemacht, dass ihr einen, der euer Leben retten will, Verräter nennt? Das, was morgen von eurer Stadt übrig bleiben wird, wird keinem Räuber oder Dieb in ganz Vakanien mehr als begehrenswert erscheinen. Holt ihn vom Podium runter! Lasst ihn reden. Verräter! Lasst ihn doch ausreden. Vielleicht spricht er doch die Wahrheit. Unsinn! Alles nur Lügen! Dann kommt Diakonus! Kommt Diakonus! Natürlich, lieber Astronomus, denkt niemand von den Bürgern unserer Stadt daran, dass du uns bestehlen willst. Aber du verlangst viel von deinen Freunden. Hab und Gut sollen sie aufgeben, nur in gutem Glauben auf dein Wort? Und wenn du dich nun getäuscht hast, und wir lassen die Stadt schutzlos zurück, überlassen sie jedem hergelaufenen Dieb und brechen damit, was wohl das Schlimmste von allem ist, das Gesetz des Orakels, dessen Schutz wir nur dann genießen, wenn wir seinen Anweisungen genauestens folgen. Wenn es stimmt, dass die beiden Fremden dir das Leben gerettet haben, sind sie uns in Nevrid herzlich willkommen. Solange sie damit auch einverstanden sind, auf alle Zeiten hier zu bleiben. Du weißt, Astronomus, unser Geheimnis will wohl behütet sein.
Damit sind wir sicher nicht einverstanden. Aber das ist im Moment nicht das Problem. Denn morgen Mittag gibt es kein Geheimnis mehr zu wahren. Außer dem Geheimnis vielleicht, wie es jemals dazu kommen konnte, dass sich Menschen so dumm anstellen wie ihr. Hört, hört! Solche Reden haben wir hier schon lange nicht mehr gehört. Amüsant, amüsant. Ich habe jedenfalls mit Betrübnis feststellen müssen, dass es auch schon unter euch einige gibt, die von dieser fantastischen Geschichte unseres lieben Freundes Astronomos angesteckt worden sind. Um alle Zweifel auszuräumen und auch um den ängstlichen Gemütern gerecht zu werden, schlage ich vor, morgen früh das Orakel zu befragen. Der weise, große Nefrit wird uns sagen, was zu tun ist. Recht hat er, das Orakel muss befragt werden. Astronomus, nimm deine beiden Freunde mit zu dir nach Hause und warte den morgigen Tag ab. Ich könnte mir denken, dass du bereits sehnlichst zu Hause erwartet wirst. Du hast dich bereits seit Wochen nicht mehr bei deiner Familie blicken lassen. Ich erkläre den Markt hiermit für aufgelöst. Geht nach Hause. Geht nach Hause, liebe Bürger. Wir sehen uns alle morgen früh zur Orakelbefragung im Tempel. Wenn das stimmt, was Sie von dem Orakel vermuten, wenn es stimmt, dass das Orakel in Wirklichkeit Diakonus ist, dann sieht es aber schlecht für unsere Sache aus. Aber dieser Diakonus stürzt sich doch selbst in so ein Glück. Ich kann mir nur vorstellen, dass er diesen Humbug schon so lange betreibt, dass er selbst daran glaubt. Dies ist nicht mehr der Mensch, den ich einmal zum Freund hatte. Es muss wohl so sein, dass ihm die Macht zu Kopf gestiegen ist und er wirklich an seine gottähnliche Berufung glaubt. Es kann nur so sein, dass er das Orakel ist. Zumindest muss er einen Helfershelfer haben, der während dem Zeremoniell, bei dem er der Zeremonienmeister ist, aus seinem Versteck genau das sagt, was Diakonus wünscht. Aber was können wir anderes tun, als den morgigen Tag abzuwarten? Kommt mit, wir gehen zu mir nach Hause. Diakonus hat recht. Ich habe mich in letzter Zeit nicht viel um meine Familie kümmern können. Vater, Vater, ich bin froh, dich zu sehen. Wie schön, dass du wieder zu Hause bist. Mona, mein Kind. Wie schön, dich zu sehen. Wo bist du nur gewesen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Wo wird er gewesen sein? Sternschnuppen fangen natürlich. Oh, sehr erfreut scheint meine Frau aber nicht zu sein, dass ich nach Hause komme. Dies, meine Freunde, ist meine liebe Frau Ashanti. Mich hier wochenlang ohne eine Nachricht zurückzulassen, ist ja schon unglaublich genug. Aber sich und seine Familie auch noch zum Gespött von ganz Nefrit zu machen, das ist zu viel. Ich habe bisher viel Verständnis für deine Sternguckerei gehabt, aber nun denke ich, geht das zu weit. Denkst du denn gar nicht an dein Kind? Die Nachbarskinder rufen ihr schon Kometenmona nach. Mach dir keine Sorgen, Vater. Mir macht das nichts aus. Ich bin schon von unserer Nachbarin genauestens informiert worden, was sich auf dem Marktplatz zugetragen hat. Hast du denn völlig den Verstand verloren? Wir können uns nirgendwo mehr blicken lassen. Und was ist das für eine Geschichte mit den 2 Fremden, die dir das Leben gerettet haben? Auch so ein Hirngespinst. Liebe Frau, wenn Sie Ihrem Mann schon nicht glauben, so hören Sie vielleicht uns ein wenig zu. Wir überlassen es Ihnen dann gerne, ob Sie uns glauben oder nicht. Aber lassen Sie uns wenigstens die Geschichte in Ruhe erzählen. Während Feuermene der Frau des Sterndeuters erzählt, was sich zugetragen hat und in welcher Gefahr die Stadt schwebt, wird auch diese ruhiger und schenkt dem Bericht von Feuermähne mehr und mehr Glauben. Alle 3 schaffen es schließlich, nachdem sie die Ereignisse mehrmals geschildert haben, die gute Frau zu überzeugen. Mona, die ihren Vater über alles liebt, glaubt ihm von Anfang an jedes Wort. Die Gefahr, die aber dennoch über der wiedervereinten Familie schwebt, lässt sie allerdings für nicht allzu lange Zeit sich ihres Glückes erfreuen. Das Vernünftigste, was wir tun können, ist nun zu Bett zu gehen. Alles Grübeln nützt im Moment nichts.
Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, was das Orakel morgen früh verkünden wird. Zeig unseren Gästen ihr Zimmer, Mona. Seid in unserem Hause willkommen, auch wenn es die letzte Nacht sein sollte, die wir in seinen Mauern verbringen. Irgendwie konnte ich diesen kalten Marmor nie leiden. Ihr lebt in einer wunderbaren Stadt. Bist du nicht traurig darüber, dass sie untergeht? Ach, weißt du, ich habe von anderen Städten gehört. Von Flüssen, Bergen und Tälern, von Bäumen, Wiesen und von anderen Menschen. Von Meeren und Ländern, wo es arme und reiche Menschen gibt, die sich ihres Glückes und des Lebens erfreuen, ohne nur immer an das Geld und die Macht zu denken. Vielleicht kann ich das nun alles sehen. Wer hat dir das alles erzählt? Das alles hat mir mein Vater erzählt, wenn er mich manchmal heimlich in seinen Turm mitnahm und mir durch sein Fernrohr die Sterne zeigte. Ganz nah und doch unendlich fern sah ich sie vor mir. Und oft sagte er, genauso sei es mit dem Glück, das die Menschen suchen. Solange man ehrfürchtig staunend sich des Glückes erfreut, bleibt es. Und keine Macht der Welt kann es einem nehmen. Doch sobald man es besitzen will, es greifen will, auch nur ein ganz klein wenig grob damit umgeht, wendet es sich erschrocken ab, verkriecht sich in die letzten Winkel und ist mit allen Verführungskünsten nicht mehr hervorzulocken. Dein Vater ist ein kluger Mann. Ich kann mir gut vorstellen, warum er den Leuten hier verdächtig erscheinen muss. Solche Gedanken sind in einer Stadt wie Nefrit bestimmt nicht gefragt. Hier ist euer Zimmer. Macht es euch bequem. Und wenn die ganze Welt jetzt auseinanderfällt, für heute ist es genug. Was für ein Tag. Ich bin fix und fertig. Gute Nacht, Mona. Das wird auch morgen ein harter Tag. Wenn ein Elfenkobold genug Schlaf hat und ein weiches Bett, dann ist für ihn am anderen Tag nichts mehr unmöglich. Gute Nacht. Ein neuer, schicksalsschwerer Tag für die Wüstenstadt Nefrit bricht an. Schon in aller Frühe haben sich die Einwohner im Tempel versammelt und harren der Dinge, die da kommen sollen. Feuermene, Queck und Astronomus stehen in vorderster Reihe und beobachten gespannt das Ritual des hohen Priesters und Oberhauptes der Stadt, Diakonus. Er kniet ehrfurchtsvoll vor dem Altar und murmelt dabei ständig unverständliche Beschwörungsformeln vor sich her. Auf dem Altar thront das Orakel, ein runder, kürbisgroßer Edelstein. Ihm zollen die Besucher des Tempels ihre ganze Aufmerksamkeit. Noch auf den Knien erhebt Diakonus seine Stimme. Großer Nefrit, in aller Demut fragen wir dich, gibt es eine Gefahr, die unsere Stadt bedroht? Ist unser aller Leben gefährdet, wenn wir in der Stadt bleiben? Solange das Gesetz des großen Nefrit befolgt wird, seid ihr auf alle Zeiten hin beschützt. Keine Macht der Welt ist größer als die des Reichtums. Vertraut auf den großen Nefrit, und ihr und eure Kindeskinder werdet auf alle Zeiten unter seinem Schutz. Werte Bürger dieser Stadt, seid unbesorgt, was sich mit mir ereignet hat. Zart von Gemüt ist der Orakelstein, gewohnt, mit sich allein zu sein. Eure Zukunft habe ich erblickt. Verstanden ist klar und scharf. Bin nun geschwächt. Drum geht hinaus und zügig, wenn ich bitten darf. Es geht ein Raunen durch die Menge. Die Menschen sind durch die plötzliche Veränderung der Stimme des Orakels etwas verstört. Diakonus mahnt zur Ruhe und geleitet die verwunderten Besucher des Tempels nach draußen. Du, Feuermene, die Stimme kommt mir verdächtig bekannt vor. Dir nicht auch? Aha, ich glaube, wir haben da beide die gleiche Idee. Merkwürdig. Dieser rasche Abbruch des Zeremoniells? Normalerweise dauert das Orakel wesentlich länger. Auch wenn es fast immer das Gleiche ist, was es zu sagen hat. Bei diesem Orakel kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht allzu großen Wert auf weitere Ausführungen legt.
Würdet ihr mir bitte erklären... Komm mit, lieber Astronomus. Wir wollen auch so tun, als ob wir uns nach draußen begeben würden. Hier, versteckt euch in der Mauernische. Was soll denn das? Psst. Neben dem Altar bewegt sich langsam eine der Nephritplatten auf dem Boden und gibt den Eingang zu einem unterirdischen Gang frei. Kaum, dass sich die Geheimtür geöffnet hat, sieht man auch schon, wie eine gebeugte Gestalt aus dem Gang steigt und sich geradewegs zum Altar begibt. Was kann auf Erden schöner sein als Gold und solch ein Edelstein? Vielleicht ein Urlaub im Kerker hier in Spion, alter Freund. Und das bei freier Kost und Logis. Jener alte Freund, wie ihn Feuermenen nennt, und der sich gerade am großen Nephrit zu schaffen machen wollte, ist niemand anderes als der Hyänenspion. Jenes Wesen mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf einer Hyäne, das schon sehr oft den Weg der beiden Abenteurer kreuzte. Seine Doppelzüngigkeit ist unübertroffen. Da er aus jedem Vorteil Kapital zu schlagen versucht, weiß man bei ihm nie, ob er gerade auf der guten oder auf der schlechten Seite steht. Oh, meine Freunde, schön, euch hier zu sehen. Ich hoffe, ihr werdet dies nicht missverstehen. Der Zufall trieb mich hier an diesen Ort. Glaubt mir, ich gebe euch mein Wort. Ich wollte nur zur Rast verweilen und machte so am Tempel halt. Schnell muss ich wieder weiter eilen. So lebt nun wohl. Bis bald. Na, wer wird es denn so eilig haben? Hier geblieben, du Spitzbube, das könnte dir so passen. Oh, wer wird denn hier gleich tätig sein? Was wollt ihr noch? Was fällt euch ein? Mir fällt dazu ein, dass es die Bürger, die du so elegant nach draußen geschickt hast, bestimmt interessiert, wer sie als falsches Orakel in das Licht geführt hat. Und wer so ganz nebenbei auch noch das ganze Orakel mitgehen lassen wollte. Das Volk wird so oder so nicht klüger. Von jeher höre ich den Betrüger. Versteht sich einer gut aufs Lügen, kann er auch ohne Stein betrügen. Willst du damit sagen, dass du mit dem Orakel nichts zu tun hast? Nun ja, es wäre ja auch unwahrscheinlich. Denn nach den Aussagen von Astronomus gibt es das Orakel ja schon seit einigen Jahren. Hört, meine Freunde, lasst mich doch erzählen. Ich hörte oft von dieser Sagenstadt, die allzu viel vom Edlen hat. Niemand schien mir glaubte diese mehr, doch mich interessieren Sagen sehr. Und siehe da, nach langer Suche kam ich dann hier in dieser wunderbaren Stätte an. Seltsam benahm sich da ein Mann, den ich kurz vor der Stadt erspähte. Ich folgte ihm durch manche dunkle Gasse und kam auch so zu dem geheimen Gang, bevor der Hahn zum Morgen krähte. Meine Freunde, seid nicht dumm. Ein Stein spricht nicht, ein Stein bleibt stumm. Genauso geht's dem Edelstein. Mag er auch noch viel schöner sein. Was fasziniert und interessiert, dessen nehme ich mich gern an. Und während er versteckt zum Volke sprach, belauschte ich den Düstermann. Die Vorsicht, die ich immer pflegte, war scheinbar doch nicht groß genug. Er hörte mich, hörte mein Kommen, und in Entsetzen sprang er auf, so schnell, dass er den Kopf anschlug. Daraufhin sagte er gar nichts mehr. Jetzt liegt er da, ganz stumm und schwer. Ich glaube, dass wir uns diesen Herrn, der da so friedlich im Geheimgang schläft, einmal genauer anschauen sollten. Das hat noch Zeit. Viel wichtiger ist, dass die Bevölkerung endlich die Stadt verlässt. Nach den Ereignissen von heute Morgen werden sie sich nun umso mehr weigern, die Stadt zu verlassen. Du hast gesehen, wie treu und brav sie den Tempel verlassen haben, als es der Steiner oder besser euer merkwürdiger Freund befahl. Hyänenspion, du musst dich beeilen. Schnell, nimm den Edelstein und mach dich dünn, bevor sich die Ersten wieder in die heiligen Hallen trauen. Oh, welch ein Einfall, welch Idee! Die gab euch eine gute Fee. Nun, besten Dank denn. Ich will eilen, keine Sekunde mehr verweilen. Jamine, du lässt ihn mit dem Nephrit verschwinden. Ich weiß schon, was ich tue, Queck. Ja, aber was soll das denn? Ich glaube, ich verstehe, was dein Freund plant. Wenn alle nur dem Orakel Glauben schenken,
und das Orakel nicht mehr da ist, werden sie hilflos und ängstlich. Wir müssen ihnen dann nur noch sagen, dass der Stein gestohlen worden ist und dass sie die Verfolgung aufnehmen sollen. Sehr richtig, Herr Astronomus. Alle werden den Hyänenspion verfolgen und kommen so, ohne dass sie es wollen, in Sicherheit. Dann lasst uns nun nach draußen gehen und den Bürgern sagen, dass der Stein gestohlen worden ist. Wie Feuermähne richtig vermutet hatte, nehmen die Einwohner der Stadt, nachdem sie von dem Diebstahl erfahren haben, sofort die Verfolgung des Hyänenspions auf. Herr Astronomus, wir müssen uns jetzt trennen. Queck und ich haben im Tempel noch einiges zu tun, und Sie schauen sich bitte genauestens in der Stadt um, ob nicht hier und da ein paar alte Menschen und Kinder zurückgeblieben sind. Es wird ein leichtes sein, nun, nachdem alle die Stadt verlassen haben, sie dazu zu bewegen, sich ebenfalls in Sicherheit zu bringen. Gut, aber bleibt nicht zu lange. Ihr wisst, um die Mittagszeit erwarte ich den Kometen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für euch. Alles klar, wir sehen uns später. Der Sterndeuter hat recht. Wir sollten wirklich aufpassen, dass uns der Komet nicht überrascht. Wir müssen uns auf alle Fälle noch um den Unbekannten im Geheimgang kümmern, Queck. Was immer er im Schilde geführt hat, wir können ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Ich gehe schon mal vor und schau nach ihm. Du kannst dich in der Zwischenzeit nach einem fahrbaren Untersatz umschauen. Irgendein Wagen mit einem Pferd, falls du so etwas auftreiben kannst. Mach ich, Feuermähne. Geh nur schon vor. Je eher wir von hier fortkommen, desto besser. So, jetzt werde ich mir diesen Finstermann mal genauer unter die Lupe nehmen. Aber da ist doch jemand. Irgendwer ist mir schon zuvorgekommen. Auf zähen Spitzen schleicht sich Feuermähne über den edelsteingepflasterten Fußboden und kommt so völlig geräuschlos an die Öffnung zum Geheimgang, der neben dem Altar senkrecht in den Boden hinabführt. Er lässt sich am Rande des Eingangs nieder und gleitet lautlos in die rabenschwarze Dunkelheit des Ganges. Feucht und modrig schlägt ihm die Luft entgegen, und noch ehe er sich in der Dunkelheit orientieren kann, hört er auch schon die Schritte, deren schwaches Echo er bereits im Tempel wahrgenommen hatte. Er vertraut auf den Vorteil, dass sein geheimnisvoller Gegner sich in Sicherheit wiegt und stürzt Hals über Kopf in die Dunkelheit, um den Unbekannten zu überwältigen. Ah, lass mich los! Ich hab doch niemand etwas getan! Mona, was tust du denn hier? Feuermähne, du bist es. Da bin ich aber froh. Ich habe meinen Vater gesucht und die Leute haben mir gesagt, dass er im Tempel sei. Es war niemand da. Und weil ich diese Öffnung im Boden gesehen habe, wollte ich nachschauen, ob vielleicht hier unten jemand ist. Du hast mich ganz schön erschreckt. Ich bin auf der Suche nach dem Mann, der hier unten die Stimme des Orakels gemimt hat. Schau, dort in der Nische liegt er. Hilf mir bitte, ihn unter die Öffnung zu legen. Wenn Queck zurückkommt, können wir ihn dann mit vereinten Kräften nach oben schaffen. Hat hier jemand meinen Namen genannt? Prima, Queck. Du bist schon wieder zurück. Hilf mir bitte, diesen Mann nach oben zu ziehen. Ja, hab ihn. Jetzt schieb von unten nach. Oh, was ist das für eine Schufterei? Kannst du nicht einen Zauberspruch sagen, Feuermähne? Du weißt, dass ich ihn nie benütze, wenn es nur um Bequemlichkeit geht. Du hast es doch gleich geschafft. So, noch einen letzten Ruck. Ich habe hier noch einen Höhlenbewohner aufgespürt. Du wirst dich wundern, wer als nächstes zum Vorschein kommen wird. Mona, was machst du denn hier? Ich mache in meiner Freizeit die Abwasserkanäle der Stadt sauber. Hilf mir, lieber Queck, es ist keine Zeit für lange Erklärungen. Hab sie, Feuermähne. Gib sie zu mir hoch. Mein Fuß. Jemand hat mir einen Stoß versetzt. Nur gut, dass ich dich aufgefangen habe. Was ist mit deinem Fuß? Ihr Narren, ich habe mich nur schlafend gestellt. So schnell gebe ich nicht auf. Versucht nicht, mir zu folgen. Ich habe das Mädchen in meiner Gewalt. Sie ist meine Geisel. Wir haben uns übertölpeln lassen. Los, Queck, raus aus dem Loch. Das geht nicht so schnell, Feuermähne. Mein Fuß macht da nicht mit. Ich denke, es ist nun an der Zeit, den Zauberspruch zu benutzen. Ich glaube, du hast recht. Bei meiner roten Haarepracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Mit der Kraft von 12 ausgewachsenen Männern und Hiebestahl
zieht Feuermähne weg mit einer Hand aus dem Geheimgang, aus dem er selbst mit einem Sprung herauskam. Mit der anderen Hand wirft er Hiebestahl nach dem flüchtenden Unbekannten, der gerade im Begriff ist, durch den Tempeleingang nach draußen zu verschwinden. Knapp daneben, aber daneben. Queck, übernimm das mit deiner Zauberbola. Spät! Eben bist du durch die Tür hindurch. Komm, ich nehme dich Huckepack. Draußen können wir ihn vielleicht noch erwischen. Ich hab ja ganz vergessen, dass ich draußen vor der Tür einen Wagen mit einem Pferd abgestellt habe. Da vorn fährt er. Schnell, die Zauberbola. Los, Zauberbola, fang ihn! Quecks Zauberbola findet schlafwandlerisch ihr Ziel. Die 3 Silberkugeln der Bola winden sich in Sekundenbruchteilen um die Speichen des Pferdewagens und blockieren somit das Rad. Durch das plötzliche Abbremsen des Fahrzeugs kommt das ganze Gefährt ins Schleudern. Der Wagen kippt seitlich um und der unbekannte Flüchtling stürzt zusammen mit Mona samt Pferd und landet so recht unsanft im Staub der Straße. Bleib hier sitzen, Queck. Ich schau schnell nach, ob Mona nichts passiert ist. Mona! Mona! Alles in Ordnung, Feuermähne. Ich glaube, mein Führer hat den Sturz nicht so gut überstanden wie ich. Kaum ist er mal wach, schläft er schon wieder. Scheint mir ein recht müder Bursche zu sein, unser Orakel. Der Wagen ist jedenfalls unbrauchbar und die Zeit wird langsam knapp. Da es heller Tag ist, können wir den Kometen noch nicht sehen. Aber wenn Vater recht hat, müsste er schon ganz nah sein. Es ist keine Zeit zu verlieren. Zu Fuß sind wir zu langsam. Es gibt hier in der Nähe alte Gleise, die zu einer kleinen Bahnlinie gehören. Aber seit es sich nicht mehr lohnt, in den Bergwerken Nefrit abzubauen, ist sie nicht mehr in Betrieb. Die alten Loren, in denen die Edelsteine von den Bergwerken in die Stadt gebracht wurden, sind bestimmt noch zu benutzen. Lasst es uns doch damit versuchen. Mona stützt den hinkenden Queck und Feuermähne, durch den Zauberspruch gestärkt, nimmt den Bewusstlosen auf seine Schulter. Nicht weit vom Tempel entfernt zeigt Mona den beiden eine Halde mit taubem, wertlosem Gestein, über der auf einem hohen hölzernen Gerüst eine Rampe angebracht ist, auf der einige angerostete Loren stehen. Dort hinauf müssen wir! Schnell! So, hoffentlich funktioniert die Achterbahn noch. Immerhin ist sie kostenlos. Wenn nur mein Fuß nicht so wehtun würde. Beeilung, sonst tut dir bald gar nichts mehr weh. Alles klar? Ab die Post! Feuermähne löst die Bremse der Lore und mit lautem Ächzen und Gequietsche nimmt sie erst langsam, doch dann immer mehr Fahrt auf. Noch während sie die Stadt in rasender Fahrt hinter sich lassen, verdunkelt sich der Himmel. Ein Sturm kommt auf. Ein Sturm von solch gewaltiger Kraft, dass selbst die schwere eiserne Bergwerkslore in Gefahr gerät, umzustürzen. Haltet euch gut fest. Die Gleise sehen nicht sehr vertrauenswürdig aus. Der Komet! Es ist soweit. Ja, du Göttin der Elfenkobolde, steh uns bei! Hoffentlich sind wir weit genug von der Stadt entfernt und die Berechnungen deines Vaters stimmen. Da! Schau zum Himmel! Gebannt schauen die Flüchtlinge zum Himmel. Nachdem der Himmel zuerst düster und grau geworden ist, da der Komet für kurze Zeit die Sonne verdeckte, ist es nun seine eigene Leuchtkraft, die den Himmel in ein gleißend helles Licht taucht. Die gewaltige Sternschnuppe glüht durch die Reibung mit der Atmosphäre, in die sie jetzt eintritt, wie eine zweite Sonne auf, um in Sekundenschnelle als glühender Feuerball auf die Stadt niederzugehen. Volle Deckung! Unsanft wird die Lore vom Luftdruck erfasst, der ihre bereits rasende Fahrt aber nur noch zu beschleunigen hilft. Doch glücklicherweise sind unsere Freunde schon weit genug vom Zentrum der Katastrophe entfernt, sodass die Druckwelle, die auf die gewaltige Explosion folgt, keinen ernsthaften Schaden mehr anrichten kann. Oh, das war knapp. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Der Komet hat die schlimmsten Befürchtungen meines Vaters noch übertroffen. In dieser Stadt gibt es nichts mehr zu holen. Pass auf, Feuermähne! Vor uns liegt das Bergwerk! Brennt schnell den Wagen ab! Nicht von ungefähr hat sich der Hyänenspion auf seiner Flucht mit dem schweren Orakelstein ebenfalls die Bahnlinie als Fluchtweg ausgesucht. Mit seiner schweren Last springt er von Schwelle zu Schwelle
und kommt dadurch viel schneller voran, als wenn er sich im Wüstensand vorwärts bewegen müsste. Die aufgebrachten Einwohner hatten sich diesen Vorteil jedoch auch zu Nutzen gemacht, und nicht weit von der Stelle, an der die Lore anhält, hat die Bevölkerung von Nefrit den Hyänenspion gestellt und will ihm nun, nachdem sie fassungslos den Untergang ihrer Stadt mit angesehen haben, an den Kragen. Liebe Bürger, ich geb's auf und ich seh's an. Sei es drum, ich stahl den Edelstein. Doch mit diesem Himmelsfeuer nun, da habe ich wirklich nichts zu tun. Natürlich ist es deine Schuld. Hättest du nicht den großen Nefrit geraubt und wäre er in seinem Platz im Tempel geblieben, hätte er uns vor dem Unglück geschützt. Das Orakel versprach uns immerwährenden Schutz, solange es im Tempel bleibt, und mit ihm die Einwohner in der Stadt. Wenn ich mir das Orakel so ansehe, glaube ich kaum, dass es euch in diesem Zustand noch Schutz gewähren kann. Maldachin? Ist das nicht der als einziger vor langer Zeit die Stadt verlassen hat? Er ist also gar kein Fremder. Mona, du bist gerettet. Als ich Ashira traf, fragte sie mich, ob du mit mir gekommen bist. Und wir stellten entsetzt fest, dass jeder vom anderen dachte, dass du bei ihm wärst. Für ein paar Minuten glaubten wir schon, du wärest doch in der Stadt. Es hat auch nicht viel gefehlt. Und das wäre zu spät gewesen. Lieber Herr Astronomus, Ihre Tochter hat uns das Leben gerettet. Wenn sie nicht an das alte Bahngleis gedacht hätte, wäre es schlecht um uns bestellt gewesen. Wenn es mir schon nicht möglich war, euch zu vergelten, dass ihr mich vor den Nomaden gerettet habt, so hat dies wenigstens meine Tochter für mich getan. Dank Ihnen, dank her. Aber wie sieht's denn mit unserem schläfrigen Orakel aus? Aus der Traum, mein Freundchen. Zeit zum Aufstehen. Hopp, 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 hopp. Er wird sich wundern, wenn er aufwacht. Der hat doch glatt das größte Feuerwerk seines Lebens verpennt. Er scheint etwas Farbe in sein Gesicht zu bekommen. Na also. Und die Augen schlägt er auch wieder auf. Wo bin ich? Was ist geschehen? Ich glaube, Maldachin, du bist uns eine Erklärung schuldig. Nachdem Maldachin erfahren hat, was sich, während er bewusstlos war, ereignete, beginnt er tief erschüttert von den Geschehnissen seinen Bericht. Vor einigen Jahren verließ ich die Stadt, weil ich es satt hatte, nur immer mehr und mehr Reichtümer anzuhäufen und keine Möglichkeit sah, diese auch auszugeben. Ihr habt euch damit begnügt, reich zu sein. Mir war das nicht genug. Ich wollte hinaus in die Welt, wo ich andere mit diesem Reichtum noch beeindrucken konnte. Hier, wo jeder reich ist, erschien es mir sinnlos zu leben. Ich verschwand über Nacht in der Wüste und suchte mir Helfershelfer. Ich traf auf einen Nomadenstamm und gewann ihn für meinen Plan. Die Nomaden überzeugten mich, dass es besser sei zu warten, bis die Einwohner alle Edelsteine abgebaut hätten, um dann die Stadt zu überfallen. Deshalb das Orakel. Durch die Sprüche haben sich alle Bewohner in Sicherheit wiegen können und wären so wehrlos diesem Angriff ausgesetzt gewesen. Genau so war unser Plan. Ich konnte dir, Diakonus, vorgaukeln, dass der Stein spricht. Und er baute in seiner Einfalt noch einen Tempel. Ein Geheimgang konnte ich im Schutz der Dunkelheit und der maßlosen Geschäftigkeit ohne Schwierigkeiten bauen und hatte so die Möglichkeit, euch ganz nach meinem Willen zu dirigieren. Von dem Komet hatte ich zwar erfahren, aber ich habe den Worten von Astronomus genauso wenig geglaubt wie all die anderen. Maldachin, du hast viel Schuld auf dein Haupt geladen. Aber was ist das gegen meine Verblendung und meinen Hochmut? Du hast recht, wenn du mich einfältig nennst und mich verspottest. Ich bin es nicht länger mehr wert, der Führer dieser Menschen zu sein, die durch meinen Aberglauben und meine Kurzsichtigkeit fast ihr Leben verloren hätten. Verzeiht mir, meine Schwestern und Brüder. Ich kann euch nur bitten, mir zu verzeihen. Ich trete ab. Im Angesicht dieser rauchenden Trümmer
sehe ich keine Zukunft mehr für mich. Lieber Diakonus, vielleicht sind gerade diese rauchenden Trümmer ein Zeichen dafür, dass wir ganz ohne die Schatten der Vergangenheit einen Neubeginn wagen sollen. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass der Reichtum allein uns verblendet hat. Der Reichtum ist uns nun genommen, aber nicht die Erfahrung, die wir gemacht haben. Lasst uns alle gemeinsam zur Oase ziehen, an deren Rand mein Turm steht. Sie bittet uns vorläufigen Schutz, und in ihrem Schatten, im Schatten des Wachstums und der Fruchtbarkeit, da lasst uns eine neue Stadt aufbauen und wieder Handel und Wandel mit anderen Städten führen. Wir müssen diese Chance nützen. Du, Diakonus, bist und bleibst für uns der beste und fähigste Mann, den wir uns vorstellen können. So hoffe ich, dass ich im Namen aller spreche, wenn ich dich hiermit bitte, weiterhin Oberhaupt der Stadt zu bleiben. Wo ist denn Maldachin geblieben? Der hat sich im Allgemeinen getümmelt dünn gemacht. Ich glaube, der hat seine Lehre weg. Vom Orakelspielen hat er bestimmt genug. Es gibt da aber einen, der sich bestimmt nicht bekehren lässt. Der Jenspion ist ja auch weg. Ob der mit Maldachin gemeinsame Sache gemacht hat? Das glaube ich nicht. Der arbeitet doch lieber für sich allein. Was der so arbeiten nennt, der Spitzbube. Nun, die Leute hier lassen jedenfalls den Mut nicht sinken. Schau nur, sie sind schon auf dem Weg zur Oase. Kommt ihr mit uns? Ich glaube, dass alle sich freuen würden, wenn ihr bei uns bleibt. Wir haben noch andere Aufgaben zu erfüllen, deren Sinn du wahrscheinlich nicht ganz verstehen würdest. Doch wir kommen gern bei euch vorbei, falls uns unser Weg wieder einmal in diese Gegend führt. Bis bald, Mona. Grüß deinen Vater und deine Mutter von uns. Lebt wohl, ihr beiden. Wir werden euch in guter Erinnerung behalten. Feuer, Mene und Queck machen sich auf den Weg zurück zur Stadt Bra el Mahan, wo unsere Geschichte begann, wo der Schrei des Falken Pallas die Schritte unserer beiden Freunde in ein Abenteuer lenkte, das sie nur mit knapper Not überstanden. Meinst du eigentlich, Feuermene, dass Melot dies alles gewusst hat, als er uns durch Pallas den Weg nach Nefrit gewiesen hat? Ich weiß nicht, Queck. Alles, was ich glaube, ist, dass er seine schützende Hand über uns hält. Anders kann ich mir unser Glück manchmal nicht erklären. Glück ist gut, heiß ist es und ich hab schon wieder Durst. Da, Queck, schau mal da vorn. Das kommt mir doch bekannt vor. Nein, schon wieder ein Kopf, der aus dem Wüstensand hervorschaut. Jetzt geht alles noch mal von vorne los. Keine Angst, schau nur genau hin. Das ist kein anderer als unser lieber Freund, der Hyänenspion. Oh, meine Freunde, schön auch hier zu sehen. Ihr werdet es gewiss verstehen, dass ich so hoch erfreut begrüße die Retter in der Not. Schnell grabt mich aus, sonst ist's mein Tod. Ich wurde eingescharrt im Sande von Maldachins Nomadenbande. Sie fühlten sich von Maldachin betrogen um den Lohn und ritten, ohne viel zu fragen, mit meinem Stein davon. So ist man redlich, gibt sich Mühe, doch steht es schlecht um dieses Land, wo man als Mensch von Tugend vor der List und Tücke dieser Diebe nicht mehr sicher ist. Komm, Queck, lass ihn uns ausbuddeln. Wir haben ja schon Übung darin. Lang hat er sich nicht an seinem großen Nefrit erfreuen können. Wenn der aber nur noch einmal die Klappe aufreißt, dann buddel ich ihn sofort wieder ein.